Aufnahmen von Kinderlagern in Ostturkestan deckten auf, wie Kinder, deren Eltern in Umerziehungscamps deportiert werden, in gesonderten Lagern unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ausharren müssen. In den Einrichtungen wird ausschließlich auf Chinesisch kommuniziert. Das Anwesen wird von hohen Mauern und Stacheldraht gesichert. Die islamische Gemeinschaft Milli Görüş organisierte in Europa mehrere Konferenzen unter dem Slogan „Widerstand für Ostturkestan – Erhebung für die Menschlichkeit“. Heute und morgen dauern die Konferenzen an, welche versuchen sollen, ein Bewusstsein für die schwierige Situation der Uiguren und anderer unterdrückter Minderheiten in China zu schaffen. Die Apple-Führung beschuldigt einen ihrer Mitarbeiter der Wirtschaftsspionage. Im Zuge der Ermittlungen des FBIs wurde ein chinesischer Staatsbürger verhaftet, der verdächtigt wird, interne Informationen über Entwicklung und Handel des Konzerns zu ermitteln und weiterzuleiten. Nach Malaysias Einstellung des 20 Milliarden Dollar Eisenbahnprojekts mit China vor wenigen Tagen wird behauptet, dass die chinesische Firma bereit sei, die Kosten für Malaysia zu halbieren. Verantwortliche Malaysias reagieren mit der Mitteilung, dass der Präsident Mahathir Mohamad Kenntnis von den Entwicklungen habe und sich Gedanken über das Projekt mache. Das Europäische Parlament erkennt Venezuelas Interimspräsidenten Guaidó an. Gestern fand wegen der Situation in Venezuela eine Konferenz in Brüssel statt. Nach Beratungen fand man schließlich den Entschluss, Guaidó in seinem Amt anzuerkennen. Die EU forderte außerdem, die Menschenrechtsverletzungen gegen die amtierende Regierung Venezuelas zu beenden.